Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drums. Wir sind ja gestern hier erfolgreich zum ersten Mal im Sumpf gewesen, haben 2 Kämpfe direkt hintereinander gerockt, wie der Barbar sagen würde. Und wir haben das Mädel da, Name vergessen, wiederbelebt hier. Also, jetzt haben wir hier die Wahl. Wie gehen wir weiter? Also, wenn wir rechts rumgehen, kommen wir danach zu einem Event. Und wenn wir links rumgehen, kommen wir zu Beute. Wollen wir ein Event oder wollen wir Beute? Also Beute fängt mit B an, Event mit E, also gehen wir rechts rum, weil B vor E kommt. Ganz einfach. Ist logisch. So, normales Gefecht, nachts. Also es können wieder Fuzis angreifen. Andere Fuzis. Haben wir aber im letzten Gefecht auch keine angegriffen, beim letzten Nachtgefecht. Heißt ja, es können. So. Leider kein Überraschungsangriff. So. Erstmal Planungsphase. Okay, alles klar. Moment. Das ist zu flach. So, ich brauche ein bisschen Überblick. So, jetzt lass mal gucken. Okay, 2 von den Speerstechern und 2 von den Schilddeppen. Was haben die da gerade für ein Problem in diesem Sumpf hier? Was ist das da? Starke Präsenz eines falschen Gottes. Ein Biom. Kobolde verursachen 10% mehr Schaden, aber Kobolde erleiden auch 10% weniger Schaden. Das ist eher schlecht. Guti, dann ist das halt schlecht. Dann fangen wir mal an. Wir gucken erstmal natürlich, wie weit die so kommen. Okay, also der kommt quasi alles da. Hinten kann man sich noch locker hinstellen. Dann würde ich auch mal sagen, Bogenschütze. I'm busy. Ist mir egal, ob du busy bist oder nicht. Bist ein busy. So, sie wird erstmal geheilt und sie lassen wir nochmal ein bisschen hinten. Er kommt natürlich vorne hin. So, und ihn stellen wir da oben hin. Mal gucken. Ihn da unten. Ja, lass mal sehen. So, passt soweit. Also zuallererst mal muss sie geheilt werden. Das ist soweit so klar. So, mehr Heilung brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen für sie Heilung. Das da auf sie angewendet, damit es der wieder gut geht. Naja, war schon mal besser, aber war auch schon mal deutlich schlechter. Von daher passt doch alles. So. Er hier ist eventuell 1, 2, naja, nicht wirklich in Reichweite. Aber, ja, ist schön für dich. Mal kurz gucken. Nee, der ist noch nicht mal annähernd in Reichweite, aber er kann mein geliebtes Dingensbummens machen. Wenn die da jetzt vorrücken und dann machen wir das. So, wie war da das Dingens? Oben rechts, linker Trigger gedrückt halten, dann B, dann... Ja, das ist dieses... Okay. Boah, hast du gesehen, hä? So, also einer wird schon mal abgewehrt, wenn sich hier jemand hertraut. Ich tippe auf ihn. Aber wir werden sehen. So, ihr geht's wieder gut. Wie sieht's denn eigentlich da unten aus? Geht's so? Geht auch so. Oh, da kann ich mich wieder reinstellen, ja, gell? Oder Leute drauf, Dingsbumsen, was ist denn das da? Holzreste, zerbrechlich, erlittener Schaden minus 15%. Gehen wir mal mit ihm ein bisschen weiter vor. Da dürfte uns noch keiner was tun können. Ja. Also quasi da unten rechts. Ja, da dürften wir theoretisch hingehen können. So. So, und jetzt kann ich hier einen Bodycheck machen. Damit kann ich einen tackeln und den Gegner zurückwerfen in zum Beispiel eine Stachelfalle oder so. Wäre natürlich praktisch. Machen wir aber nicht. Was haben wir denn eigentlich für Items? Guck mal hier, wir haben einen Haufen Krähenfüße. Die schmeißen wir jetzt noch ein bisschen dahin, ne?
Weil kann man ja immer mal gebrauchen. Und zwar da vorne hin schmeiße ich ein paar. Ich kann im Moment nicht viel machen, also tun wir jetzt mal Krähenfüße schmeißen. Vielleicht ist ja irgendein Trottel da, der dann reinfällt. So, warte hier und zeig Präsenz. Wie ich ja so gerne sag. Okay. Der kommt wie weit? Bis zu dem Stacheldingens. Der da kommt schon etwas weiter. Okay, dann verstecke ich sie nirgends. Dann stelle ich sie dahin. Ist zu früh für Fallen zu legen. Ja, es ist zu früh. Warten und gucken, was die anderen machen. So, er kann ein bisschen was machen. Und zwar kann er sich eine Attacke stärken. Und zwar hätte ich gern diese Attacke, die gestärkt werden soll, ja? So, was muss ich machen? Links, rechts, A, X, A. So. Wieso rrrt der mich an? Okay, der hat schon mal verankern gewählt. Ja, dann veranker dich, ist mir gerade egal. Aber wie geschickt er das gemacht hat, nicht da reinzugehen. Die Sau, hey. Der weiß schon, was er tut. Not interested. Warte mal. Also der ist verankert. Verankert heißt doch aber auch... Moment. Beschirmt, verankern. Verwendet verankert und unbeweglich 2 Züge auf sich selbst. Unbeweglich kann nicht gestoßen werden und verankert blockt einen Angriff. Aber bewegen kann er sich, oder? Okay, die stoßen halt einfach vor. Ist schon klar, was ihr vorhabt, ihr Deppen. Aber auch alle daneben durchgehen, das ist nicht gut. Nicht passierbar. Moment. Aber hier? Also hier kommst du nicht durch, sehe ich das richtig? Ja, aber auch nicht. Sie kommen also nur hier durch. Okay, dann stellen wir ihn. Okay, pass auf. Okay, zuallererst mal. Er geht darüber. So. Und er düdelt jetzt sein Power-Gedönse da. Auf den Bogenfuzzi. Power-Gedönse auf dem Bogenfuzzi grundsätzlich. So, Power-Gedönse auf dem Bogenfuzzi. Weil der Bogenfuzzi kann nämlich grundsätzlich treffen. Glaube ich. Okay, da treffen mich jetzt 3. Warte mal. Mal gucken. Ich müsste noch eins nach vorne. Oder eins runter. Im besten Falle eins vorne und eins runter. Das wäre eine gute Idee. Beziehungsweise... Lass mal kurz gucken. Wie kriege ich die denn alle 2? So nicht, so kriege ich nur einen. Ich müsste dahin schießen. Und dann, nee, auch nicht. Da würde ich 2 erwischen. Okay. Lass mal kurz gucken. Wenn ich mich da hinstellen würde und dann das hier machen, könnte ich durch schlaue Planung 2 erwischen. Immerhin. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir das auch so. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Werden wir rausfinden. So, wie funktioniert das? XXX, A. Alles klar. Naja.
Ging so. Ging so. Wir haben zumindest mal ein bisschen Schaden gemacht. So, jetzt müssen wir mit ihm hier ein bisschen wegrutschen. Also er hier ist verankert. Das hier ist was? Holzreste. Ich muss mich quasi vor ihn stellen. Das wäre nicht schlecht. Die da, die muss ja außen rumgehen. Die kommt hier nicht vorbei. Hier ist nicht passierbar, hier ist nicht passierbar. Sie muss entweder unten rumgehen oder durch ihre Leute durch. Das heißt, ich sollte mich da jetzt hinstellen. Aber wenn ich mich da hinstelle, mache ich mich halt angreifbar wie nix. Angreifbar wie nix. Der neue Film mit Shaq Bubu. Yep. So. Und sie könnte sich da hinstellen und noch ein paar Fallen schmeißen. Wenn sie da dann steht. Da könnte sie zum Beispiel da eine Falle hinschmeißen oder da. Oder, pass mal auf. Auch möglich wäre es, da hinzustellen. Und dann... Gefällt mir nicht so. Bin noch in der Planungsphase. Hätte da nicht bemerkt, gell? Wer hat denn da so saublöde Krähenfüße hingeworfen? Echt jetzt? Das ist nicht gut. Pass auf. Also der da kriegt mich. Der kann mich treffen. Weil er mich beiziehen kann. Wie kann denn das sein? Zieht das Ziel neben dem Kobold. Okay. Kacke. Ja, komm. Pass auf. Wir machen Folgendes. Da hingehen. Dann machst du mal deinen Urmenschenschrei, ja? So, auf die zwei da oben. Dann gehen zumindest mal... Also er wird wahrscheinlich trotzdem auf mich gehen, so. Aber dann gehen sie hoffentlich nicht auf meinen Bogenschützen. So. Und jetzt muss ich mit ihm hier hingehen. Und halt mal ordentlich was machen. Ah ja, hier. Moment. So, und dann stoße ich dann weiter zurück. Kann ich irgendjemanden irgendwo anders hinstoßen? Nee. Doch, das machen wir einfach genauso. So, dann wird der zumindest ein bisschen Schaden kriegen. Wie ist das Ding? Einfach ganz oft A. Ganz oft A kriege ich, glaube ich, hin. Naja. Ging so. Eine schöne Combo ist kaputt. So. Ja, haben wir jetzt Plätze getauscht? Okay, interessant. Unvorhergesehen, aber interessant. So, jetzt zu ihr. Das ist natürlich doof. Das da ist irgendwie besser. Was ist das da eigentlich, was ich da machen will? Mehrfachzielzauber, der 2 Feuerbälle auf Gegner wirft, die 2 magischen Schaden verursachen. Ja, das Problem ist, dass ich halt keinen Gegner treffe. Bleibt mir also nur das da. Dann legt man ihr einfach eine Falle hin. Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich. Da eine Falle. Und da hinten eine Falle. So, 2 Fallen gemacht. Aha, mein Fuzzi hat einen erspäht. Nee, das war mein Typ, hat einen erspäht. So. Ei, ist er durch die Falle gegangen? Ei, au, au, au. Okay. Oi, oi. Das hat richtig weh getan.
So, der zieht sich einfach komplett aus dem Gefecht zurück. Warum auch immer. So, du hast was zu tun. Und zwar hast du jemanden zu heilen. Also der da, der steht schon mal gut. So, pass mal auf. Pass mal auf, pass mal auf. Pass auf. Also zuallererst mal, er hat ein bisschen wen zu heilen. Eigentlich ihn da drüben auch noch. Aber da komme ich gerade nicht hin. Die tun mir einen schönen Rücken zudrehen. Also die da lassen wir erstmal. Es geht mir erstmal um die Speerfuzis, glaube ich. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die wegmachen. Make it quick. Ja. Aber ich stehe hier eigentlich recht gut. Pass auf. Okay. So. Bleib du mal hier stehen. Ich hätte lieber, dass er hier stehen bleibt und ich mit dem anderen was machen kann. Zerbricht nach Verringerung des Schadensdingens. Und das da sind einfach nur ein Felsbrocken. Okay. Dann überlegen. Der hier steht gefährlich, weil der kann mich da in die Stacheln ziehen. Aber nicht, wenn ich schon drin stehe. Pass auf. Ja, das schon wieder. So, jetzt kriege ich weniger Schaden und ich kann nicht mehr reingezogen werden, weil ich schon drin stehe. Verstehst du? So, visualisieren brauche ich nicht. Das da... Ne, dem kloppen wir einfach so eine rein, ja? Gute Idee. Fehlt noch ein bisschen. Fehlt noch ein bisschen, aber nur ein bisschen. So, pass auf, dann machen wir das einfach so. Du darfst den erledigen. Mit deinem Kampfgedödel. Damit das weg ist. So. Beat it! Aber sowas von. Müssen wir uns um die zwei da hinten kümmern. Also um die da. Und die da... Da gehen wir mal ein Stück zurück. Ja, du vielleicht. So. Und dann tun wir aber Einzelzielschaden machen. Trifft der? Nee. Aber der da dürfte treffen. Ja, genau, der da trifft. Dann lass mal den da mal ordentlich treffen, oder? Naja. So, dann bleibt nur noch... Nee, warte mal, bleiben hier noch zwei übrig. Ich gehe da hinten hin. Die sollen da durchkommen. Die sollen da durchkommen, wenn sie was von mir wollen. Ich lege da noch einen Krähenfuß hin. Weil ich's kann. Einmal, weil ich's kann. So. Ich gehe da unten nicht durch, das könnt ihr vergessen. So, alles klar. Stehen bleiben. Und jetzt darfst du noch dran, Mädel. So. Ich will sie noch ein bisschen aus dem Kampf raushalten, weil sie halt auch noch ein wenig geschwächt ist. Können wir noch ein paar Fallen legen? Fallen können wir eigentlich legen, oder? Ist das eine Falle? Nee, was ist denn das? Mehrfachzielzauber, 2 Feuerbälle auf Gegner wirft, die 2 magischen Schaden verursachen. Ja, ich kann nur leider nichts machen. Ja gut, dann warte hier. So. Ei. Och komm, nee, das ist jetzt... Das muss jetzt nicht sein hier. Verbündeten abschirmen. Brauchst du jetzt auch nicht mehr. Okay. Dann schirm du mal. Ich dachte, die gehen jetzt alle schön unten rum. Also da unten ist gesichert erstmal. So, pass auf. Wir werden erstmal ihn ein bisschen in den Kampf reinholen, dass der mal was zu tun hat hier. Kannst du deine Play-Attacke, kannst du die nicht noch machen? Nee.
Schade eigentlich. Aber er kann das hier machen. So, wenigstens ein bisschen. Ja, ja, ist gut so. Darfst nachher noch was machen. So. Also zuallererst mal wird hier ordentlich Heilung getrommelt. Habe ich mir gerade so überlegt. Und zwar vorrangig für ihn hier. Aber auch für alle anderen. Gut. Jetzt müsste ich... Oh ja, die stehen in einer Reihe, sehe ich gerade. Kann der da nicht einen Stoß machen? Lass mal kurz gucken. Nahkampf, Wachsamkeit, Haltung ein. Wenn sich Gegner in Fähigkeit, Reichweite befindet, werden im Ausfall und kann durch Gegner hindurchgehen. Ach, das war das, weshalb ich hinter ihm stand. So. Kritischer Chance, physischen Schaden zu verursachen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Grundsätzlich. Aber jetzt gucken wir mal, was wir mit ihm hier machen können. Hast du zum Beispiel noch einen schönen Dreierschuss? Also grundsätzlich könnte er dahin, wenn er unten stehen würde. Wenn er sich da hinstellt, vor den da. Hinter den. So, und das Mädel, was machst du? Warte. Das Mädel könnte dann dahin gehen. Da steht sie auch relativ sicher. Und könnte hier mehrfach Gegner treffen. Oder das da. Da würden wir 2 treffen. Dann nehmen wir natürlich das, ist ganz klar. Was ist mit dem da gerade los? Ja, der ist jetzt hinten und tut verteidigen. Ja, Pech gehabt. Das heißt, der da vorne ist noch etwas ungeschützter. So, mein guter Baba. Ja. Ich muss quasi... noch ein bisschen angreifen hier. Aber nicht angreifen, sondern dieses Riposte-Dingens da machen. Und dann komme ich durch den Gegner hindurch. Will ich das denn? Oder will ich das nicht? Ich mach das hier. It's called footwork. Ja, Footwork. Du mich auch. Moment, hätte ich mit ihm noch ziehen können? Nee, der ist schon so weit gelaufen, gell? Da kann ich nirgends durch. Also hier ist wirklich nichts zu holen mit ihm. So, bleibt er noch. Wenn ich ihn hier hinstelle, jetzt stehe ich natürlich 3 in einer Reihe gegen 3 in einer Reihe, aber dafür könnte ich mal gucken. Wachsamkeit ist nur ein Pfeil. Bringt nicht viel. Ja, nee, muss ich den hier machen. Der da wird aber geblockt. Das heißt, der da... Bis er auf den da, ja? So, jetzt müssen wir halt gucken, was der Gegner mit uns macht. Au. Au macht der Gegner mit uns. Aber mal sowas von Au macht der mit uns.
Junge, wir werden hier gerade dezimiert. Nicht schlecht. Habt ihr gut gemacht, ihr Deppen. So. Ey, hätte ich diese Kackdinger da unten nicht gelegt, wo keine Sau reingegangen ist, hätte ich schön unten rumgehen können. Aber nee, der gute Herr musste ja seine Mega-Taktik hier anwenden, ne? Ja, komm. Let me at him. Dann machen wir das halt zu dritt. Dann rocken wir das halt zu dritt. Vielleicht. Alright. Vielleicht aber auch nicht. So, Feuerbälle. Mehrfachzielzauber. Auf den da vorne auf jeden Fall. Naja. Habe ich irgendwen platt gemacht? Ja. So, gut. Und jetzt zu dir. Ich habe nämlich was vor mit dir. Und zwar werde ich dich tackeln, Junge. Links, 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 A. So. Jetzt hat. Ach, das ist nicht gut, dass er jetzt an sie... Ah, Mann, ey. Yes, nee. Ja, wir kriegen den Kampf auch noch zu zweit hin. Da habe ich gar keine Zweifel. Guck mal hier, der trifft nämlich gar nichts. So. Okay. Pass auf. Folgendes. Du haust dem jetzt eine drauf. Also du gehst jetzt mal dahin. Dann lass mal gucken. Ja, es sollte einigermaßen reichen. So. Ho, 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 genau. So. Alright. Und du trommelst dem jetzt eine rein. Hat natürlich noch nicht gereicht. Schade. Aber wir kriegen die Runde zumindest noch fertig. Daneben. Daneben, du Lusche. So, pass auf. Ich trommel dem jetzt noch eins. So. So. Wir haben zumindest die Runde fertig gekriegt. Immerhin, wir sind noch am Leben mit 2 Leuten von 5. Ist doch nicht schlecht, finde ich. Schmerzhafte Schuhe. 4% kritische Chance pro Feld, das von der Startposition dieses Zugs aus zurückgelegt wird. Kritische Chance pro Feld. Also, okay, also. Von der Startposition dieses Zugs verstehe ich nicht. Eine Wurmfalle. Okay, das ist interessant. Gräbt eingegraben Einheiten aus. Kenne ich noch gar nicht. Und einen grünen und einen gelben Rhythmusstein. Okay. So. Noch einmal von vorn. Setzt den Zug eines Verbündeten zurück, aber auf Kosten von 13 bis 66% der maximalen Lebenspunkte. Basierend auf der Rhythmusphase. 3 oder mehr Verfehlungen in der Rhythmusphase führen zu einem Fehlschlag beim Zurücksetzen des Zugs. Startet mit Abklingzeit. Okay, gut. Kann ich eh nichts anderes wählen, von daher passt schon. Alles klar, wir wollen weiter. Ist schon mal besser gelaufen, ne? Aber naja. Ja gut. Wenigstens kommen wir bis da hinten hin. Da kann man noch gar nicht meckern hier. Schatz oder... Wir gehen auf Event. Wir hoffen, dass wir nicht sterben werden. Die entweihten Schreine 1. Du stößt auf einen riesigen Schrein, der mit Koboldornamenten und lila Kristallen verunstaltet wurde. Sie scheinen die magischen Eigenschaften des Schreins zu blockieren. Es könnte für die Region von Vorteil sein, den Schrein wieder in seinen alten Glanz erstrahlen zu lassen. Riskant, Strukturen und Kristalle von Hand beseitigen. Sprengmuscheln verwenden, Kristalle in Stücke sprengen, das würde ich machen. Oder
Einen Geist beschwören, die Seherin Rhythmusgeister beschwören lassen, die die Arbeit für dich erledigen. Wir haben leider keine Seherin mehr. Also. So. Okay, jetzt haben sie nur noch 6% mehr Schaden und 6% erleiden 6% weniger Schaden anstatt 10. Immerhin, ist schon ein bisschen besser. Gut zu wissen, dass das bei Events rauskommen kann. So, und was ist das hier? Gibt es hier jetzt einfach... Ah, es ist eine Rhythmusschmiede. Ach so. Als ihr eine kurze Pause einlegt, um die Gegend zu erkunden, entdeckst du einen winzigen Schimmer, der von einer Höhle ausgeht. Als du hineingehst, entdeckst du eine magische Schmiede und ein paar verschlungene Lederriemen mit leeren Fassungen, die aneinander gekettet sind. So. Ich krieg sogar 2 Lederriemen. Dann machen wir mal eine Rhythmuskette hier. Eine ausgewogene oder eine fegende? Ach du Scheiße. Rechter Button unten. Und was ist das? Zweimal oben. Und dann linker Button und A. Hast du sie noch alle? Dann nehme ich doch lieber die da. Unten X aufladen und dann A. Ich nehme lieber die da erstmal. Okay, achso, die ist für den Bogenschützen. Nun. Ja komm, machen können wir alle. Der Bogenschütze, dem würde ich gerne ein bisschen Energie als reingeben. Wie wäre denn das? Und das gibt dann ein bisschen Geld. Was haben wir denn Schönes? 50 kritische Chance. Oh, das hört sich gut an. Rot und Grün geht nicht zusammen, habe ich gehört, ja? Verlangsamt, überrascht, unruhig, benommen. Steinhäutig. Was ist denn steinhäutig? Auslöserberechnung ausblenden. Also. So, ich kann also 2 Steine reinmachen. Ich mach da einen Grün rein. Warte. Ich zeig dir einen Trick, den Beatrix Beatrix mir beigebracht hat. Wenn du einen grünen oder einen gelben Stein hast, kannst du ihn in der Fassung drehen, damit er seinen Effekt auf dich selbst wirkt. Alter. Sehr nützlich, wenn du dieselbe Kette verwenden willst, um dich selbst in einen Verbündeten zu stärken. Normalerweise haben Rhythmusketten keine Selbstwirkung, aber gelbe Stärkungssteine und grüne Heilsteine können so eingestellt werden, dass sie auf den Träger der Kette abzielen. So kannst du Ketten erstellen, die sowohl auf den Wirker als auch auf das Ziel oder nur auf den Wirker abzielen. Okay. Das Kontrollkästchen für das Selbstwirken erscheint auf geeigneten Steinen. Wo ist denn das Kontrollkästchen? Benutze es, um das Selbstwirken pro Attribut ein- und auszuschalten. Das Selbstwirken wird erzwungen, wenn gelbe Stärkungssteine oder grüne Heilungssteine mit offensiven Schwächungs- oder Schadensteinen gepaart werden. Ja, ich habe wie immer kein Wort verstanden. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Ja gut. Rote und grüne können nicht gemischt werden. Ja, das ist mir schon klar. So. Regeneration plus 5. Okay, das macht 2 Dinger mehr. Achso, guck mal. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Da, guck, mit Y. Auf sich selbst zielen oder auf andere. Nee, auf sich selbst. Also auf mich selbst will ich das. So. Und jetzt guck mal, was wir hier noch haben. Unruhig, benommen. Steinhäutig. Aber muss ich dann mich selbst hauen? Also wenn ich diese Attacke oder was das da ist, mache, muss ich die dann auf... Ich kann doch nicht... Das geht... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Wir werden eh nicht mehr lange überleben in dieser Runde. Von daher ist es eigentlich auch egal. Mach mal die beiden rein. So. Steinhäutig für 2 Züge und die Abklingzeit sind auch 2 Züge. Mach mal. So. So irgendwie, ja. Was war denn das mit den 2 unten Gedönse da? Ich verstehe nicht ganz. Weißt du, das ist das, was ich meine mit, das geht mit Tastatur deutlich besser. Du kannst, also schnell hintereinander Steuerkreuz ist nicht gut. Ist einfach nicht gut. Und wenn irgendwann mal kommt, dass man links und rechts gleichzeitig auf den Steuerkreuz drücken muss, dann habe ich ein Problem. Guti, anlegen.
Leg mal an, Junge. Also, könnte er machen. Nur kann das halt nicht. Passt schon soweit. So, dann machen wir gleich noch eine. Und die andere auch noch, weil wir es können. So, holla. Ach so, da geht nur ein Stein rein. Ne, wie? Ich verstehe das gar nicht hier. Alter, guck dir das an. Rechter Button und unten. Dann dieses oben innerhalb von einem Takt. Was? Und dann linker Button und A. Alter. Warte mal. E und S. Alter, das ist ja komplett bekloppt. Und dann WW und dann Q und links. Also E und S. Okay, das ist auf Tastatur genauso scheiße. Na, immerhin. So. Ja, da soll ein Stein rein. Wir haben sehr viele rote Rhythmussteine. 3 Schaden, 5 Schaden. Wir nehmen den da rein, oder? So, schmieden wir. Also, rechter Button ist rechts, habe ich gerade festgestellt. Und dann linker Button und A. Alter Schwede, das ist ja Wahnsinn. Was denn? War doch rechter Button. Rechter Button und unten habe ich gedrückt und zweimal oben habe ich auch gemacht. Ging auch irgendwie nicht. Ja, egal. So, was, wer kann das anlegen? Habe ich das noch gar nicht gesehen. Ah. Also, was ist denn dieses Feuerdingens? Ist das so? Ach, das ist Magie, gell? Ja, dann gebt mal lieber ihm das da. So. So, komm. Passt ja auch. Passt ja auch jetzt. Also, haben wir gut hingekriegt. Ich bräuchte so ein Wiedererweckungsding. Haben wir leider nicht. Also obenrum ist irgendwie so eine Hardcore-Route. Also ein Elite-Gefecht. Ne, wir gehen unten rum, oder? Ja. Ne, wir gehen oben rum. Komm, wir gehen Hardcore. Wir zwei beide, wir werden das jetzt rocken. Pass auf. Wenn wir untergehen, dann wenigstens in einem epischen Kampf. Werden wir lächerlich untergehen. Naja. Ui, wo sind wir denn hier? Das sieht aber hübsch aus. So, zeig mal her. Alter, was ist denn das? Riesenfangschrecke. Willst du mich veräppeln? Okay. Also das ist ein Tank mal wieder. Erlittener Schaden durch Blut und vergiftet werden um 80% reduziert. Naja, okay. Sprungangriff, Alter. Springt neben ein Ziel in 4 Reichweite und trifft es, wobei sie physischen Schaden verursacht. Effektbereich Nahkampfangriff, der 3 Felder gleichzeitig trifft und physischen Schaden. Krankmachende Haltung. Springt auf ein Feld, hebt seine Klauen, nimmt eine krankmachende Haltung ein. Krankmachende Haltung? Keine Ahnung. Und erhält eine Stärkung in Form von 25% erlittenen Schaden, also minus 25%. Greift in der nächsten Runde ein zufälliges Einzelziel in Reichweite mit einem krankmachenden Biss an und krankmachender Biss. Junge, also das ist schon... So, und ihr da seid was? Kobold-Fallensteller. Giftpfeil. Oh, der hat eine riesen Reichweite, hey. Betritt ein beliebiges Buschfeld, um auf magische Weise aus dem Blickfeld zu verschwinden. Taucht im nächsten Zug in einem beliebigen Buschfeld wieder auf. Okay, das ist nicht cool. Überraschungsexplosion. Sprengt eine Falle in der Nähe, die in einem Umkreis von 8 Feldern explodiert. Magischen Schaden verursacht und 2... Alter, sag mal, ich komme hier gerade vor. Wieso ist denn der Gegner so überpowered? Was ist denn da los? Und das sind überall Fallen. Veräppelt mich doch. Wir bleiben hier mal schön da hinten. So. Ja, komm, passt. Okay. Zuallererst mal wird ein bisschen Abwehr geballert.
Protect yourself. Alter, guck dir die Reichweite an von der. Okay. Will ich mich genau hier hin. Und warte. Wir werden das unmöglich, wo wir das überleben können. Echt jetzt. Ey, guck dir das an, hey, wie sie alles mit Fallen zupflastern, die Dödels. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, echt jetzt. Ist einfach nur total bekloppt. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die zwei da stehen quasi hintereinander. Dann würde ich ihn gerne tackeln. Ja, komm. Wir machen das so gut wir können, aber wir haben da nicht viel. Wir haben da nicht viele Chancen. Ich sag, wie es ist. Die werden uns jetzt alle fertig machen hier. Okay, vergiftet natürlich, klar. Scharfer Feger! Scharfer Feger! Ja, genau. Schmeiß noch ein paar Fallen hin und der andere lässt sie jetzt explodieren. Yeah. Alter, ich sehe hier gar nicht mehr, was los ist. Okay. Also da steht wohl sie da, ja? Krankmachende Haltung. Warnung. Jede Einheit, die auf dem Feld steht, erleidet eine Chance, von der Fangschrecke angegriffen zu werden. Ja gut. Kann ich dich da hinstellen? Nee, leider nicht. Aber ich kann... Ich sehe halt die Gegner gar nicht. Die sind so gut getarnt. So eine Kameradrehung wäre schon was Feines. Okay, ich bring den erstmal raus, ja? Dann trommel ich ihm eins. Aber das reicht nicht. Ist egal. Ist mir eigentlich gerade egal. Oder soll ich bis auf Heilung gehen? Wir werden diese Runde... Die ist quasi unmöglich zu überstehen. Ist egal, wir trommeln dem eins rein. Kacke. Ein verhauen. Taste verwechselt. So, bleibt nur noch er hier. Was ist denn das da oben? Holzreste, erlittener Schaden. Da ist eine Falle. Und ich stehe hier in der krankmachenden Haltung drinne. Okay, pass auf. Wir machen zumindest mal den einen da platt, ja? Oder können wir ihn da in eine Falle hauen? Ja, im Moment kann ich keinen nirgendwo hinhauen, außer den da platt. So, immerhin einer weg. Immerhin. Wo ist denn die zweite Heuschrecke hin? Ach, die stehen da ineinander! Mann! So, tschüss. Die stehen da, ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass das zwei Heuschrecken sind. Mann, ey, du siehst aber auch nichts. Ja, leg du noch 500 Fallen, gar kein Problem. Alter. Diese Fallenfutzis, die sind schon hardcore irgendwie. Die bekommen schlechte Laune vor Hunger. Okay. Schön für dich, dass du schlechte Laune hast, aber was kann ich jetzt dafür?
ich da hinstelle. Und sie dann tackle. Okay. Dann wird sie da reingeschubst. Ja, gut, dann machen wir das, oder? Ja. Ja komm, es wird nur noch rausgezögert. Ist egal, ich versuche ihn, das so schwer wie möglich zu machen. Dass wir das nicht überleben, das war schon von vornherein klar. Mit 2 Leuten reingegangen, weißt du? So, jetzt, was macht sie jetzt? Ein Sprungangriff, ja gut. War schön mit euch. Deine Kriegskapelle wurde besiegt, ja, ich weiß. Danke. Das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Komm her, dann machen wir noch gleich weiter. Dann machen wir hier. So, dann tun wir gleich noch das Zeug hier machen, ja. So, Werte zum Durchlauf. Zeig mal her, was haben wir denn so? Blow 96%, Beat-Treffer 569, eine Combo, maximale Combo von 102, nicht schlecht. 1% schlecht, 3% verfehlt, nicht schlecht eigentlich. Erhaltene Essenz, sogar ein bisschen mehr wie vorhin, oder? Die Kriegstrommel erklingt nicht mehr. Deine Kriegskapelle wurde im unheilvollen Sumpf geschlagen. Essenz aus der Ebene 363, Sumpf 120, ein Biom abgeschlossen Bonus, immerhin 50. Okay. Ah, es gibt nochmal extra. Sehr schön. 560 haben wir dann. So. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich muss es immer wieder erwähnen. Du brauchst ja 3, 4, 5, 10, 133 Runs, um mal erstmal deine Truppe mal ein bisschen auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen. Das hört sich falsch an. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. So. Zuallererst mal, also die Rhythmuswirkerin ist von Anfang an verfügbar. Der Wächter, lass mal den gucken, was kann denn der? Schaltet eine Fronteinheit mit längerer Nahkampfreichweite als spielbare Einheit frei. Und hier hätten wir noch Startwerte und Lebenspunkte für alle Einheiten der Kriegskapelle erhöht. Durch das Aufstufen erhältst du erhöhte Werte, also hier, das sollten wir eigentlich freischalten. Sonst noch was? Einfallsreich. Gegenstandstasche kann zweimal, hoppala, ans Mikro gehauen. Und dran gespuckt. Zweimal pro Runde benutzt werden. Biomspezifische Gegenstände zu Beginn eines jeden Bioms erhalten. Berüchtigt, sobald nur noch ein Gegner übrig ist, kann dieser gelegentlich aus einem Gefecht fliehen, statt weiter zu kämpfen. Okay. Und von einem Außenposten in der Mitte der Shioso-Ebene aus mit einer Kriegskapelle von 5 Einheiten beginnen. Oh, das ist eigentlich geil, oder? Da sparst du dir den Start. Aber du tust dich auch selbst, das sollte man ganz gegen Schluss machen, wenn die Truppe schon gut aufgepowert ist, weil du startest ja dann von der Mitte der Ebene aus. Das heißt, die ersten billigen Level und Gegner und Hochlevel-Möglichkeiten hast du nimmer. So, was haben wir sonst noch hier? Verbesserte Oase. Wiederbelebte Einheiten tauchen in der Oase unverletzt wieder auf und der Segen der Vitalität gewährt nun 20% maximale Lebenspunkte. Plus 20%. Kettenverstärker, also dieses Rhythmuskettendingens da, komme ich noch nicht ganz mit klar. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Schalte die Rhythmussteinmühle in der Rhythmusschmiede frei, in der du 3 Rhythmussteine in einen zufälligen neuen umwandeln kannst. Na, ist heute dein Glückstag. Schaltet das Neuwürfeln von 3 Schmuckstücken in ein stärkeres Schmuckstück frei. Okay. Und jetzt hier Einheiten. Haben wir hier schon irgendwas? Heilung, mehr Heilung und Reichweite um 1 erhöht. Okay, wir gehen mal weiter. Wieso geht man denn mit dem linken Button weiter? Das sollte eigentlich rechter Button heißen. Mit dem ja, da, also unten rechts da, linker Button. Nee, es ist der rechte Button. Hämmer, jetzt mal ganz im Ernst, Entwickler. Wenn ihr die Button vertauscht habt, dann ergibt das jetzt Sinn, warum vorhin irgendwas nicht geklappt hat, obwohl ich die richtigen Knöpfe gedrückt habe, wenn ihr die falschen Icons dran macht, ihr Eumel. Also es ist das richtige Icon. Der linke Button ist auf der linken Seite so etwas abgeflacht, ne? Und der rechte Button auf der rechten Seite. Aber es ist an der falschen Stelle. Ja, so, da haben sie noch ein bisschen was zu tun. Und nein, es ist kein Early Access Spiel. Das Spiel ist eigentlich fertig, aber da müsst ihr noch ein bisschen dran gehen hier.
So, schalte die Passivfähigkeit, schwelgt in meiner Kunstfertigkeit frei. Mehr Schaden, wenn du neben einen Verbündeten angreifst. Und das ist eigentlich geil. Das nehmen wir. So, und mit ihr haben wir schon eins frei, ne? Der Malus der Passivfähigkeit ist um 25% reduziert. Die Fallenfähigkeit von Rhythmusriss gewährt Verbündeten außerdem 6% der maximalen Lebenspunkte der Barriere und fügt gegen 6% der maximalen Lebenspunkte als magischen Schaden zu. Wir wollen jetzt nicht uns zu sehr auf eine versteifen. Und wenn, dann auf ihn. Denn ihn brauchen wir eigentlich immer. Stimmt. Hast du recht. Hast du recht, Gehirn. Schaltet die Fähigkeit lautes Klopfen und Rhythmus der Schwäche in Fertigkeiten. Nee, wir lassen das erstmal so. So, jetzt pass auf. Nein. Ich bin noch gar nicht fertig hier. Hier ist es nicht. Ich habe schon Angst gekriegt gerade. Angst. Brauchen wir noch neue Leute zum Freischalten? Nicht wirklich. Startwerte und Lebenspunkte für alle Einheiten erhöht. Das machen wir mal gleich. Und dann hier nochmal höhere Werte. Anstatt zu sterben, werden die Einheiten der Kriegskapelle für die Dauer von 2 Gefechten verletzt. Oh, das ist eigentlich geil. So. Gegenstandstasche 2-mal pro Runde. So, verbesserte Oase kann ja mal nicht schlecht sein. So. Steinmühle und Kettenverstärker, weiß nicht. Verschönern und aufwerten, ja. Die Waren des Ladenbesitzers können mit Gold aufgewertet werden, wenn du durch Biome reist. Ja, nee, das lassen wir erstmal. Also ich wäre dafür, dass wir erstmal nichts Neues hier kaufen, ihn zum Beispiel. Wobei... Eigentlich schon. Nee. Wir machen noch eine Runde mit den Leuten, die wir haben. Und tun mal lieber die wir haben, noch ein bisschen aufpowern. Ist so meine Idee. So, wir haben noch 140 Punkte. Lass mal gucken, ob wir hier noch was machen können. Verbesserte Oase, neue Waren, Steinmühle. Rhythmuskettenverstärker, nee, das will ich eigentlich alles nicht. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn er neue Waren hätte und nicht, wenn man die durch Gold dingsbumsen kann. Okay, dann gehen wir lieber noch ein bisschen Geld in Einheiten investieren. So, zum Beispiel ihm hier. Und Fähigkeit, die unbeweglich gewähren stattdessen stabil. Stabil, minus 5 bis 10% erlittener Schaden und unbeweglich. Was ist das hier? Schaltet erkundend Passivfähigkeit frei. Ein Inspizieren des Gegners mit ausgewählten Barbaren belegt das Ziel ein Zug lang mit markiert. Kann einmal pro Gefecht verwendet werden. Ich weiß nicht, was markiert bedeutet. Achso, 20% kritische Trefferchance gegen diese Einheit. Kann ich auch erst das freischalten und dann das? Weiß nicht. Wir gehen mal weiter gucken. Hier haben wir... Ja, die lassen wir erstmal. Hier haben wir überall ein bisschen was. Duellant. Die Visualisierung von Klingensturm verringert dessen verbleibende Abklingzeit um 1. Das ist eigentlich recht praktisch. So, wir nehmen das da noch für dich. So, jetzt haben wir noch 20 Punkte. Gezieltes Klopfen. Gezieltes Klopfen, du mich auch, hey. So, wir haben noch 20 Punkte. Ich glaube, die werden wir nirgends los, soweit ich das gesehen habe, ja? Nee. Nee. Ne, macht ja nichts. So. Sehr schön. Okay. Dann soll es das für jetzt gewesen sein. Morgen geht's weiter mit Durchlauf 3 oder wie ich es so schön nenne, Strophe 3. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was dieses ganze Strophe, Intro, Zwischenspiel, was hatte ich denn noch alles drin oder Refrain bedeutet. Ja, keine Ahnung, da mache ich mir ein kleines Späßchen mit. Jetzt habe ich es verraten. Naja, okay. Danke fürs Zugucken. Morgen geht's weiter mit Strophe 3 oder so irgendwie. Tschüss. Bleibt muskulös, ihr Leute.